Servus Leute, hier ist wieder euer Stralimanski im Jahre 2018 mit dem Moped. Die Saison beginnt für mich dieses Jahr auch später. Der Winter war lang, der Winter war streng und jetzt die ersten Sonnenstrahlen, wo ich nutzen kann, werden genutzt. Und da hätte ich gesagt, gleich mal wieder ein altbekanntes Thema, das wo vielleicht schon einige durchgekaut haben. Aber Leute, es ist nie oft genug gesagt. Ihr seht es jetzt schon, es sind wieder Büchsenfahrer ohne Ende unterwegs. Ich denke, dass heute nachmittags, wenn ich dann daheim bin, wieder etliche Mopedfahrer auf die Straßen haben. Und deswegen Leute, passt auf euch auf. Es waren dieses Jahr noch nicht viele Motorradfahrer unterwegs. Deswegen sind die alle uns noch nicht gewöhnt. Die haben uns noch nicht auf dem Schirm. Und deswegen Obacht geben, länger leben. Es ist ja so das ganze Jahr lang schon gefährlich, aber Anfang der Saison ist es natürlich immer noch eine Portion gefährlicher, sage ich mal, vor allem auch, weil viele ungeübt haben, schon lange nicht mehr gefahren. Ich bin das letzte Mal irgendwann im Dezember gefahren, das heißt, ich bin jetzt auch 3 Monate schon nicht mehr gefahren, die Straßen sind kalt, die Reifen werden noch nicht richtig warm, sage ich jetzt einmal, wobei ich sage mal, ich bin mit meinem Michelin Pilot Road 4 ziemlich zufrieden, auch wenn man bei kalten Temperaturen fährt, also ich werde keinen anderen Reifen nehmen, ich bin den gewähnt zufrieden, warum soll ich wechseln? Aber jetzt geht es halt dann auch wieder los. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird dann auch mal jetzt dann wieder Ackern, hat man schon wieder viel gesehen und so Sachen. Also Bauernklette kommt auch im Frühjahr wieder. Das wird jetzt dann auch wieder alles los, geht dann langsam. Ich denke, dass dann wieder angesehen wird. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus, wie das alles genau läuft. Aber wie gesagt, die Autofahrer, die haben uns alle noch nicht so auf dem Schirm. Deswegen aufpassen und vielleicht einmal lieber 2-3 Mal schauen, vorsichtig fahren, weil letztes Jahr hat es wieder genug tote Motorradfahrer gegeben, da ist einer wegen Dreck auf der Straße. Also das kann man schon ein bisschen in Zaum halten. Also ich muss echt sagen, es geht von den Temperaturen gerade, 7 Grad, könnte mich nicht beschweren. Ja, und man sagt natürlich immer auffällig kleiden, gell? Da bin ich auch weniger auffällig unterwegs, muss ich sagen. Alles schwarz mit dem Helm, rote Punkte ein wenig mit drin, aber so wirklich auffallen tue ich auch nicht, leider. Aber mit der Warnweste rumfahren, da komme ich mir auch blöd vor. Ich weiß auch nicht. Komme ich einfach nicht klar mit der Warnweste. Ne? Und deswegen muss man halt dann vielleicht noch ein bisschen besser aufpassen. Also ich muss schon sagen, es macht schon wieder Spaß, gell? Also, ja Mann. Ja, jetzt bin ich ja dann gespannt, wenn ich daheim bin. Dann werde ich das Moped einmal ausmachen. Und werde es dann mal probieren, weil ich habe ja vorher schon mal erzählt, dass, ich werde das Video zuerst bringen und dann erzähle ich später nächste Woche mal was über meine Batterie, weil meine Batterie ein bisschen im Arsch ist. Aber das probieren wir dann aus, ob die wieder anspringen. Jetzt sind wir mal ein paar Kilometer gefahren. Und dann schauen wir mal. So. Jetzt wollen wir dann, wieso wieder heim? Ja, alles frei. Ja, also, wie gesagt, aufpassen. Gerade in den Kurven ist auch noch viel Dreck, ihr seht am Rand ist noch überall ein wenig Schnee. Es liegt auch noch Split rum und so Sachen. Also vom Winter einfach, der Winterdreck ist noch ein bisschen auf die Straßen. Bei uns hat es einmal schon, eigentlich kann man sagen, schon geregnet, also Salz ist weg. Bei uns größtenteils kann man sagen, na, es ist eigentlich weg. Also die Straßen sind nicht mehr weiß, wie ihr seht, das ist ganz normal daher. Eher ist bei uns noch das Problem, dass die Straßen noch verschmutzt sind von Splittsteinchen und so Sachen, keine Ahnung, vom Schneeräumen, weil die ja ziemlich ins Parkett ausräumen und so Sachen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, kannst du auf deinen Radlweg überfahren, gell?
Was auch? Und er tut es. Nein! Wahnsinn! Alter Verwalter! Ein Rennradfahrer, wo am Radweg fährt. Ich drehe durch. Ja, das ist auch bei uns in der Region. Wir haben ja Triathlon-Region. Rotsee rum. Müsst natürlich auf die auch aufpassen, gell? Weil die fahren auch rum blind. Ich weiß nicht, von denen glaube ich auch keinen einzigen Führerschein. Weil Verkehrsregeln kennen die keiner. Auf die wir jetzt besonders Obacht gehen, weil die fahren rum wie die. Ja, wie gesagt, Verkehrsregeln kennen die nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben sie einen Führerschein gewonnen. Was weiß ich. Auf alle Fälle, Leute, passt auf euch auf. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. In diesem Sinne, Servus, haut Ehre, genießt das Wetter. Bis zum nächsten Mal.